So, Diego ist auch da. Was ist denn das da? Ach, ein Beißer. So, also wir sind in der Werkstatt. Das schaut so anders aus. Es darf mich interessieren, ob wir überhaupt noch in den Ding kommen. In den Schläfertempel. Hä? Hat er noch eine Schwärzung? Oh oh. Diego, ich glaube, es wird kompliziert. Und das Drachensnapper? Was sind das da unten? Krokodile? Ja, ich glaube, da hinten kommen wir nicht mehr weiter. Wir haben unser Bestes getan, aber ich glaube, Drachensnapper wird unser Nummer zu groß. Außer Diego wird damit fertig. Aber das bezweifle ich. Ja, und wir schaffen das auch nicht. So, Diego, glaub wir gehen rüber. Vielleicht können wir irgendwann später noch mit zurückgehen, am Tag. Wenn wir mehr sehen und dann die nötige Stärke haben, Drachensnapper kaputt zu hauen. Kommt der? Ja. Gut, das wird aber wahrscheinlich ein kleiner Bug sein, dass das Tor nicht ganz aufgeht. Das können wir nicht mehr aussehen. Aber das können wir anders auch machen. Ach, da ist eine Kiste. Vom Schlösserknacken Ja. verstehe ich nichts. Können wir denn da oben? Gut, dann gehen wir mal wieder andere Wege. Und zwar wollten wir zurück in die Stadt. Oder so. Na, zum Pass wollten wir, also in Diego wollten wir zum Pass bringen. Ja, der Pass ist auf der anderen Seite. In die Stadt können wir nicht mitnehmen, weil doch der in die Nähe von den Paladinen immer gehen mag. Aber wir könnten uns zumindest einen Weg noch freikämpfen. Natürlich im Finstern, wo wir überhaupt nichts sehen. So, da mal speichern. Ja, das Problem ist, Orkkrieger sind verdammt hart. Vielleicht können wir es bezaubern. Ach so, die Rune können wir erst benutzen mit dem dritten magischen Kreis. Gut, dann haut es nicht hin. Oh, alle auf einmal. Ja.
Also war noch nicht so ideal. Schwarzer Goblin. Aber Moment einmal, wir kannten Drachensnapper. Vielleicht bringt uns der was. Hat uns zuletzt ja immer wieder mal geholfen. Aber nicht an die Ego-Greifer. Hallo. Oh oh. So, die knüppeln sie da. Ach, die haben wir geschafft jetzt. Oh, das ist doch ganz gut. Lebt denn Diego noch? Ach, der lebt auch noch. Ja, das war unser Drachensnapper. Die halten leider nicht lang. Aber wir haben zumindest Erfahrungspunkte gekriegt und das ist ja das Wichtigste. Ein Mistvieh weniger. Genau. So, da haben wir noch einen Trank. Quarz. Bist du lebensmüde? Geh bloß nicht zu nah an die Burg. Warte hier. Nein, ich gehe wieder zurück zur Höhle. Wenn du mit deinem Kram fertig bist, kannst du ja wieder vorbeischauen. Aber warte nicht zu lange, sonst mache ich mich alleine auf den Weg. Ja, warten wir fast lieber. Wir wollen jetzt nämlich in die Burg rein. Zur Burg. Und dann machen wir so. Machen wir vielleicht nicht so. Weil wir keine Mana haben. Also nochmal. So machen wir das. Und zack, sind wir in der Burg drin. Und berichten jetzt einmal Garon von den Kisten voll Erz. Milton kann man auch noch Bescheid sagen, dass wir Diego drauf haben. Aber das habe ich später. Zudem möchte ich eine Pause erlegen. So, Garund. Ich habe mit Fayette gesprochen. Was hat er mir mitzuteilen? Seine Leute haben 2 Kisten mit Erz gefördert. So, 2 Kisten? Ich brauche aber keine 2 Kisten. Ich brauche 200 Kisten. Er lässt dir ausrichten, dass er mehr Männer braucht. Was? Ich soll noch mehr Männer in den sicheren Tod schicken? Das kann er vergessen. Wegen Silvestros Schürfstelle. Warst du bei ihm? Hast du ihn gesprochen? Dort sind alle tot. Sie wurden wohl von Minecrawlern überrascht. Was ist mit dem Erz? Weißt du, wie viel sie geschürft haben? Ein paar Kisten haben sie vorher in Sicherheit gebracht. Sie stehen in einer Höhle auf dem Weg von der Burg zur Schürfstelle. Verdammt! Das waren viele gute Männer. Möge Inos sich ihrer Seelen annehmen. Verdammt! Was ist da draußen eigentlich los? Ist Belia selbst gekommen, um uns zu vernichten? Meine Männer sind fast alle tot. Und mit dem bisschen Erz können wir nicht mal einen Ork aufhalten. Geschweige denn eine Armee. Diese Expedition ist zum Scheitern verurteilt. Was ist mit dem Schreiben für Lord Hagen? Wir haben insgesamt 10 Kisten Erz. Und mehr als doppelt so viele Verluste an guten Männern. Du wirst dein Schreiben bekommen. Lord Hagen muss davon erfahren. Dieses Tal ist verflucht.
Das Böse ist hier. Was hast du jetzt vor? Ich habe alles versucht. Meine Hoffnung ruht jetzt auf dir und darauf, dass Lord Hagen mir Unterstützung schickt. Wir werden weiterhin ausharren und zu Innos beten, auf dass er uns in diesen dunklen Stunden nicht mutlos werden lässt. So, also wir haben jetzt den Brief gekriegt für Lord Hagen und den werden wir jetzt dann ihm bringen. Aber davor wollen wir, wie gesagt, eine Pause machen. Zudem haben wir uns das erste Mal aufs Ohr, dass wieder Tag ist und dass wir nicht immer im Finstern rumrennen, weil wir überhaupt nichts sehen. Also ihr seht so nichts. So, haben den irgendwo da Betten gehabt. Da schlafen die ja schon alle. Haben wir kein Bett? So, gehen wir weg. Du hast lang genug geschlafen. So. Also wieder fit. Und auf zu neuen Abenteuern. Ist das wirklich wahr? Und wir stellen uns wieder der Vierer. Da ich mal sagen. Dann wissen wir, wo wir sind.